Nie etwas ändern. Oh, Moment mal. Da habe ich noch was gesehen. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Genau das habe ich. Wir kannten natürlich den Typen jetzt auch niederknüppeln. Irgendwann muss das hier. Aber mit 3 Mann auf einmal wird es doch ein bisschen kompliziert. Also wir sollen wahr sein. herausfinden, wer den Attentäter geschickt hat. Wer erzählt denn sowas? Und als erstes sollen wir mal mit Snuff reden. Der soll mir die Zunge. So, Snuff ist der Koch da. Hey. Was weißt du über dieses Attentat? Die Sache mit Esteban? Du weißt doch, wie das läuft. Der Wirt kriegt alles mit, aber er greift nie Partei für eine Seite. Also, weißt du etwas? Das habe ich nicht gesagt. Wenn du an meiner Stelle wärst, was würdest du tun? Ich würde mir überlegen, was ich über den Auftraggeber weiß. Erstens, es war wahrscheinlich einer der Banditen. Das heißt, er ist hier im Lager. Zweitens, dass er hier im Lager ist, heißt, er beobachtet dich. Drittens, wenn er der Meinung ist, dass du auf Estebans Seite stehst, wird er sich dir nie zu erkennen geben. Die interessante Frage ist also, wie stehen deine Chancen, den Auftraggeber zu finden? Wie stehen meine Chancen, den Auftraggeber zu finden? Bis jetzt ist noch alles offen. Danke. Hey, ich habe dir nichts erzählt, was du nicht schon längst wusstest, klar? Was halten die Leute hier von Esteban? Da musst du schon etwas genauer werden. Jede Information kostet dich eine Kleinigkeit. Wie viel? 10 Goldstücke. Ja, Gold haben wir vielleicht gut dabei. Was ist mit Finn? Ein guter Butler. Er hat eine Nase fürs Gold. Esteban bevorzugt ihn deswegen. Ich denke, er steht ganz gut mit ihm. Okay, Finn also nicht. Was denkt Lena über Esteban? So wie ich das beurteilen kann, denkt Lena gar nicht. Was ist mit Senjan? Senjan ist einer von Estebans Jungs. Er arbeitet schon eine ganze Weile für ihn. Emilio, was denkt er über Esteban? Ich denke, er würde nicht gerade Blumen an Estebans Grab bringen, wenn du verstehst, was ich meine. Emilio. Was ist mit Fisk? Fisk ist Fisk. Er bezahlt seinen Teil an Esteban und verteilt die Waren, die er größtenteils von den Piraten bekommt. Ich denke, Esteban ist ihm ziemlich egal. Was denkt Huno über Esteban? Ah, Huno. Über den weiß ich so gut wie nichts. Diese Information ist natürlich gratis. Was ist mit Paul? Ich glaube, er mag Esteban nicht besonders. Seit er für Huno arbeitet, kommt er nicht mehr in die Mine. Was hältst du von Esteban? Wer über ihn redet, ist schnell tot. Wie stehen meine Chancen, den Auftraggeber zu finden? Bis jetzt ist noch alles offen. Wusste ich's doch. Eben. So, also Esteban, also nicht Esteban, Emilio und Paul. Die werden wir uns einmal suchen, die zwei Typen. Das ist Emilio. Was weißt du über das Attentat? Hey Mann, damit habe ich nichts zu tun. Kann ich nicht sagen, ob es wirklich war. Wie schaut es denn mit Paul aus? Ich habe für so etwas keine Zeit. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Was weißt du über das Attentat auf Esteban? Gar nichts, Mann. Ich habe damit nichts zu tun. Was willst du von mir? Ich hätte das nicht gemacht. Sonst alles klar bei dir? Mich da nicht an. Ich will hier nur meine Arbeit machen, Mann. Warum erfahre ich das jetzt erst? Das wird sich nie ändern. Ja, viel wissen wir noch nicht. Aber schauen wir mal um. Probleme hätte. Vielleicht geht's weiter. Ich könnte dir Sachen erzählen. Wegen des Auftrags. Pass auf, ich habe noch andere Sachen, um die ich mich kümmern muss. Komm wieder, wenn du rausgefunden hast, wer der Kerl ist. Achso, ja, wir sind noch dabei. Das ist doch nichts Neues. Pass auf, gehen wir mal zu Fisk. Vielleicht weiß der doch irgendwas. Wissen können. Was weißt du über das Attentat auf Esteban?
Hört zu. Ich will mit der Sache nichts zu tun haben, klar? Ich habe meine eigenen Sorgen. Ich bin selbst ein Opfer. Inwiefern? Hab eine Menge Gold bezahlt für meine letzte Lieferung. Aber die kam nie an. Irgendein Schwein hat sie sich unter den Nagel gerissen. Ich bin bestohlen worden. Wahrscheinlich von einem unserer eigenen Leute. Was war das für eine Lieferung? Ein Paket Dietriche. Jemand sollte sie für mich von den Piraten abholen. Aber ein Kerl namens Juan hat es mir weggeschnappt. Mitsamt dem Gold, das ich dafür bezahlt habe. Der Mistkerl versteckt sich irgendwo im Sumpf. Ja, also das Paket haben wir schon gefunden. Ich habe dein Paket geöffnet. War ja klar. Konntest es nicht abwarten, was? Hast du wenigstens die Dietriche noch? Und was viel wichtiger ist, was ist mit Juan? Er ist tot. Gut, dann kann er mir keinen Ärger mehr machen. Hier hast du ein Dutzend Dietriche. Sehr gut. Einige Leute warten schon auf neue Ware. Was dich betrifft, ich habe ziemlich gute Beziehungen zu Huno. Ich werde dafür sorgen, dass du ab jetzt billig an deine Rüstungen rankommst. Außerdem gebe ich dir eine von meinen Waffen. Eine Hand wäscht die andere. Das hat sich seit damals nicht geändert. Gut so. Zeig mir deine Ware. So, was hat er denn dann noch? Können wir denn irgendwas verkaufen? Die Rüstung hat 2100 Goldstücke gekostet. Jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen billiger sein. Aber dennoch hätten wir hinterher nimmer allzu viel Kohle. Können wir denn irgendwas verkaufen? Der schwere Kriegshammer, den brauchen wir doch gar nicht. Eigentlich. Ich bin ja mehr der Schwertkämpfer und deswegen nehme ich immer lieber Schwerter her. Also weg mit dem Ding. Der Sturmknecht, Zweihand, haben wir eh nicht. Also weg mit dem. Die Bartaxt, die behalten wir uns einmal. Kriegsaxt weckert. Ja, und die normale Waffen auch weckert, die kleiner. Ich habe für so etwas keine Zeit. Der soll mir nichts von Pflicht erzählen. Haut eines Sumpfhais. Können wir eigentlich verkaufen? Immer wieder das Gleiche. Das liegt doch auf der Hand. Also die Kohle hören wir uns sowieso wieder zurück. Also wenn wir da mal fertig sind, dann mischen wir die ganzen Banditen auf. Das liegt doch Ist ja ganz logisch. Das hätte er auch selbst wissen können. So, jetzt fragen wir mal Huno. Wegen des Attentats auf Esteban. Was willst du von mir? Ich suche den Auftraggeber. Und warum kommst du damit zu mir? Ich habe gedacht, du weißt vielleicht was über die Sache. Weiß ich nicht. Ich brauche eine bessere Rüstung. Fisk hat gesagt, du würdest mir einen guten Preis machen. Fisk, sagst du? Gut, ich schulde ihm noch einen Gefallen. Ich glaube ja nicht, dass das alles ist. Ja, jetzt geht es, oder? Für 1400. Nehmen wir mit. Okay, ich nehme die Rüstung. Alles klar. So, jetzt haben wir 1400 Goldstücke ärmer, aber haben wir schwere Banditenrüstung. So, und schauen wir schon gleich ein bisschen schicker aus. Und können wieder mehr Einstecker. Ist natürlich nie verkehrt. Grün. Grüner noch. Ja. Na, da braucht man nichts. Der weiß nichts über das Attentat. Lena? Wegen des Attentats auf Esteban. Ja, Hast du eine Ahnung, wer dahinter steckt? klar. Ich werd's dir sagen. Bestimmt steckt dieser Emilio dahinter. Er ist immer wie ein Bescheuerter in die Mine gerannt. Er hat geschürft, was das Zeug hält. Aber seit das Attentat passiert ist, sitzt er auf seiner Bank und rührt sich nicht mehr weg. Ist ja klar. Um in die Mine zu kommen, muss er sich von Esteban den roten Stein abholen.
Ich wette, er traut sich nicht mehr, ihm in die Augen zu sehen. Was könnte Emilio von Estebans Tod haben? Was weiß ich? Vielleicht hat er einen Kumpel in der Mine, der dann Estebans Platz einnehmen würde. Ja, das würde Sinn machen. Emilio. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Wollen wir nochmal mit dem Rendern? Hey, Da kann man sich nicht drauf verlassen. wegen des Attentats auf Esteban. Ja? Hast du eine Ahnung, wer dahinter steckt? Warum willst du das wissen? Ich will mit den Typen reden. So. Und was willst du von ihm? Ich will Esteban umlegen und suche einen Verbündeten. Damit will ich nichts zu tun haben. Ja, hätte er vor Sieg haut. Ich habe mit Esteban gesprochen. Und er hat dir von dem Attentat erzählt? Er hat mich beauftragt, denjenigen zu finden, der den Attentäter geschickt hat. Weißt du was darüber? Nicht mehr als du. Ich bin ebenfalls auf der Suche nach diesem Auftraggeber. Und jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Lass hören. Ich will, dass du deinen Job gut machst. Ich will, dass du diesen Verräter findest. Und wenn du ihn gefunden hast, will ich, dass du ihn für mich tötest. Die Belohnung kassiere dann ich. Ich habe deinen Steckbrief, vergiss das nicht. Mach deine Arbeit und mach sie gut. Du kannst dir denken, was sonst passiert. Ja, was wollen wir jetzt? Vergiss es. Oder mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Ich nehme mal das zweite. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Ich wusste, dass wir uns verstehen würden. Wenn du rausgefunden hast, wer der Kerl ist, erledigen wir diese Zecke zusammen. Und jetzt verschwinde. Du weißt, was du zu tun hast. Und du bist später dran. Was weißt du über das Attentat? Gar nichts. Lena hat mir ein bisschen was über dich erzählt. Lena? Der Typ ist ein Idiot. Das musst du doch gemerkt haben. Er sagt, du warst nicht mehr in der Mine, seit das Attentat passiert ist. Ich weiß nichts. Du arbeitest doch mit diesem Senjan zusammen. Ihr steckt doch beide mit Esteban unter einer Decke. Ich habe genau gehört, was ihr gequatscht habt. Bisher hat Esteban sich einen Dreck um uns gekümmert. Warum sollte ich seinen Leuten trauen? Lass mich in Ruhe. Ach so. Waren wir etwas übereifrig? Was weißt du über das Attentat? Hey Mann, damit habe ich nichts zu tun. Tja, was denn eher noch was? Nix seh. Du weißt, was du zu... Ja. Tja, jetzt schauen wir nochmal zu Esteban. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Wegen des Auftrags. Pass auf, ich hab noch andere. Komm wieder! Ja, nix seh. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Meine Meinung kennst du ja schon. Oder was Lennart nochmal was? Nix mehr. So, bei wen waren wir denn noch nicht? Was Lucia was? Ich glaube eher nicht, oder? Die war nicht auf Zeit. Hey. Was weißt du über das Attentat auf Esteban? Gar nichts. Ja, kurz und bündig. Und Snuff. Wie stehen meine Chancen, den Auftraggeber zu finden? Ziemlich mies. Einige Leute haben mitbekommen, dass du dich mit Senjan eingelassen hast. Du wirst deine Beziehung zu ihm abbrechen müssen, sonst hast du keine Chance, den Auftraggeber des Attentats zu finden. Wusste ich's doch. Eben. Ach so, mit Senjan ist nicht gut. Das heißt, der muss irgendwie weckert.
Hey, du. Ich hab's mir anders überlegt. Wir arbeiten jetzt nicht mehr zusammen. Wozu brauche ich dich dann noch, du Penner? Hey, Leute, seht mal, wen wir hier haben. Geh, Freundchen. Lebt der noch? Nummer. So, Senjan ist erledigt. Hey, Einer Wenger. Sag mal, warum hat Sinjan gerufen, seht mal, wen wir hier haben? unbezahlte Rechnungen. Hast du damit ein Problem? Nein, Mann, damit habe ich kein Problem. Ganz im Gegenteil. Der Mistkerl hat für Esteban gearbeitet. Was hast du gegen Esteban? Das Schwein denkt nur ans Abkassieren. Alle paar Tage wird einer von uns von einem Crawler gefressen. Aber Esteban will einfach keine Kämpfer in die Mine schicken. Und warum? Die Typen gehören zu Ravens Leibgarde und Esteban hat Schiss, ihnen was zu sagen. Stattdessen lässt er uns lieber verrecken. Hilf mir, den Auftraggeber des Attentats zu finden. Nein, damit will ich nichts zu tun haben. Wenn einem Idioten wie Lennart auffällt, dass du dich merkwürdig verhältst, kann es nicht mehr lange dauern, bis auch Esteban dahinter kommt. Scheiße, ich sag dir nur einen Namen, mehr nicht. Ich höre. Huno, geh zu Huno. Er muss was über die Sache wissen. Huno. Dann ist der Schmied doch nicht ganz so unschuldig, wie er tut. Okay, dann gehen wir noch mit zu Huno. Mal schauen, ob er uns diesmal mehr erzählt. So, Bursche, hör mal auf zum Arbeiten. Hey, du. Man erzählt sich ja so einiges. Ich habe da ein paar Dinge über dich gehört. So? Emilio hat deinen Namen ausgespuckt. Du weißt auf jeden Fall was übers Attentat. Du hast dich ein bisschen mit dem alten Emilio unterhalten, was? Vielleicht sollte ich mich auch mal mit ihm unterhalten. Ich bin mir sicher, danach behauptet er genau das Gegenteil. Jetzt hör mal zu. Du bewegst jetzt deinen Arsch hier weg, bevor ich mich vergesse. Wie war das? Hey, du. War das alles? Ich habe da ein paar... Schon wieder? Emilio hat deinen Namen ausgespuckt. Du hast dich ein bisschen mit dem... Ach so, da können wir jetzt nicht weiter. Erzähl uns wieder das Gleiche. Wenn wir nicht gekommen wären, wäre die Sache anders ausgegangen. Huno wird verdächtigt, was mit dem Attentat zu tun zu haben. Ich weiß nichts darüber. Dann musste es ja so kommen. Du arbeitest doch für Huno, also weißt du auch was. Ich weiß nichts, ehrlich. Ich muss jetzt weitermachen. Warte mal. Das sind doch alles nur Gerüchte. Weißt du, was Esteban mit dir macht, wenn er erfährt, dass du Huno deckst? Mann, lass mich in Ruhe. Ich hab doch nichts mit der Sache zu tun. Jetzt erzähl uns was. Du sagst mir jetzt, was du weißt, oder es gibt ein paar aufs Maul, Paul. Nur weil du für den Boss arbeitest, kannst du noch lange nicht so mit mir umspringen. Ich kann. Mach keinen Scheiß. Paul? Alles, was ich weiß, ist, dass Huno nicht gut auf Esteban zu sprechen ist. Dauernd liegt er mir in den Ohren über diesen Esteban, dass er ihm sein Geschäft versaut und so. Ich habe nur zugehört und nie was gesagt. Ganz bestimmt, siehst du? War doch gar nicht so schlimm. Glaubst du wirklich? Also ist vielleicht doch Huno. Hey, Das liegt doch auf der Hand. ich habe da ein paar Dinge über dich gehört. Schon wieder? Hoffentlich ist diesmal was Wichtiges dabei. Paul hat gesagt, du würdest Esteban hassen. So, hat er das? Und weiter? Emilio hat deinen Namen ausgespuckt. Du weißt auf jeden Fall was übers Attentat. Du hast dich ein bisschen mit dem alten Emilio unterhalten, was? Und er ist nicht der Einzige, der dich verdächtigt. Mir kann man sowas nicht machen. Was soll das werden, hm? Ich habe für so etwas keine Zeit. Ich will mit dem Attentäter gemeinsame Sache machen. Daran wird sich nie etwas ändern. Ja, was wollen wir jetzt? Das ist natürlich die Frage. Das ist kein Geheimnis. Nehmen wir das zweite, da kann man natürlich entlaufen. Du das nicht zu fragen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich will mit dem Attentäter gemeinsame Sache machen. Gegen Esteban? Wirklich? Dann beweise es. Ich warte schon zu lange auf eine Lieferung Stahl von den Piraten.
Ich vermute, dass Esteban sie abgefangen hat, um sie mir später teuer zu verkaufen. Das macht er natürlich nicht selbst. Ein paar der Banditen im Sumpf stehen auf seiner Lohnliste. Woher weißt du das? Betrunkene Banditen quatschen zu viel. Hat der gesprächige Bandit auch einen Namen? Sein Name geht dich nichts an. Aber der Kerl, den du suchst, heißt Juan. Allerdings habe ich ihn schon lange nicht mehr im Lager gesehen. Du wirst im Sumpf nach ihm suchen müssen. Ich hätte das nicht gemacht. Das hätte er auch selbst wissen können. Okay, ich mache die Sache für dich. Gut, wir werden ja sehen, ob man dir trauen kann.